mich rein! Willst rein? Schön. Ah, Ja, komm schon, Marty. Marty, geht es dir gut? nicht wirklich. Und das Ganze vielleicht nochmal. Was? Halt an! Nein. Jetzt tu doch nicht so schwer. Du bist in Schwierig. großer Gefahr. Du auch. Ja, mir sowieso immer. Oh, Ganz hervorragend, Marty. Jetzt, wo du auf dem DeLorean bist, kannst du einen Flux-Sync an den Projektor Flux Emitter anbringen. super, Doc. Bingo, das war der Plan. Irgendwie, irgendwo. Jetzt, Edna, hat das Ganze ein Ende. Gut gemacht. Und jetzt richte den Sync auf die Empfangsschüssel. Natürlich, nicht so einfach als das. Wow, na, ganz toll. Ja, komm schon, komm schon. Ja, es wird wärmer. Wärmer, wärmer! Komm schon! Ich hab's doch bereits. Geht doch. Synchronisiert. Das war's. Und jetzt raus da, Marty. Die Frage ist bloß wie. Doc! Okay, Freunde, zurück in die Zukunft. Und jetzt? Jetzt übernehmen Sie die Kontrolle über Ednas DeLorean mit den Flux-Synchronisatoren. Und das ist komisch. Was? Laut dieser Anzeige verringert sich die zeitliche Kohäsion von Ednas DeLorean verdächtig schnell. Auf Deutsch, Doc. Wir müssen meine Edna nach Hause bringen. Jetzt! Parker! Heilige Scheiße. Das gibt eine Beule. Aber das geschieht ja auch ganz recht. Edna! Du blöde Ihr wisst schon, was ich meine. Parker? Dann bin ich zurück? Wären Sie so freundlich, mir zu verraten, welcher Tag heute Es ist? ist der Tag, an dem ich Sie wegen Brandstiftung, Widerstand gegen die Staatsgewalt und Nerverei Was? verhafte. Nein, Sie können mich nicht verhaften. Ich bin gerade erst aus dem letzten Jahrhundert zurück. Sieh mal einer an. Edna Strickland, stockbetrunken. Ich bin nicht betrunken, Sie Schurke. Ich bin eine Zeitreisende. Natürlich, klar. Das gefällt mir. Ich beweise es Ihnen. Kommen Sie mit mir mit. Wir können den ganzen Tag nochmal erleben. Wir können alles reparieren. Wir können damit beginnen, Sie auszunüchtern. Los, ab aufs Revier. Kannst ja mit mir abhauen, Püppchen. Eher sterbe ich. Halt! Lass mich los, du Idiot! Tja, ich denke, das war's für Edna. Ja, schätze ich auch. Wer immer gesagt hat, die Zeit heilt alle Wunden, wusste nichts über Zeitreisen. Was machen wir mit dem DeLorean? Wir müssen gar nichts machen. Seitdem wir die Zeitleitungen synchronisiert haben, hat sich der Zeitzusammenbruch in Ednas DeLorean exponentiell beschleunigt. Laut meinen Berechnungen sollte die Zeitachse ihn einholen. 5, 4, 3, 2, 1, jetzt! Was zum Geier? Hey, Parker, das glauben Sie nicht. Was habe ich gesagt? Und jetzt weg aus 1931. Halt, Doc, die Zeitachse ist noch nicht wieder ganz... Sehen Sie! Michael, du hast das schöne Feuerwerk auf der Expo verpasst. Ja, hab ich auch gehört. Pass auf, es gibt da ein Gerücht über euch beiden. Ich glaube, wir müssen es aufdecken. Tada! Artie war mit mir gestern in Reno. In Hill Valley bleibt nichts geheim. Was ist? Gratulierst du uns jetzt oder nicht? Dann ist es wahr. Mein Großvater hat die falsche Großmutter geheiratet. Ich bin erledigt.
Hey, alles in Ordnung? Du siehst nicht gerade gut aus. Na ganz toll. Du bist zu jung, sie ist die falsche, es ist nicht richtig. Was mache ich jetzt? Arti, das kannst du nicht machen. Du darfst doch erst in 5 Jahren heiraten. Tja, ich weiß, Trixie und ich sind die Dinge langsam angegangen. Aber nachdem diese Hexe Edna mich mit dieser Postkarte hat feuern lassen, haben wir die Dinge ein wenig beschleunigt. Die Postkarte. Oh Mann. Das ist einfach nicht richtig. Also, ich weiß, dass man eine Kanadierin nicht wegen der Arbeitserlaubnis heiraten sollte. Aber manchmal muss man für einen Menschen, den man liebt, einfach etwas... Ist er nicht allerlieb? Verschwinde ich schon. Nö. Werde ich langsam durchsichtig? Nein, ich werde wohl nie aus dir schlau. Ich dachte, du freust dich für uns. Du verstehst das nicht. Du sollst doch Sylvia Miskin heiraten. Aber ich habe Sylvia Miskin geheiratet. Was? Dachtest du, Trixie Trotter sei mein richtiger Name? Genier dich nicht. Für mich war es auch eine Überraschung. Warte mal. Du bist Oma Sylvie? Oma? Oh. Für wie alt hältst du mich eigentlich, Junge? Aber du bist so schlank und blond. Und Ja, Weißt du, schon faszinierend, was eine Oh Person Gott, leistet, so mit ich einem habe Mann. dich nackt gesehen. Du bist Sylvia? Alles okay, Kumpel? Ja, mir geht's gut. Super. Und ihr fahrt jetzt schön in die Flitterwochen, ihr zwei. Und mach dir keine Sorgen um deinen Vater, Arti. Ich bin mir sicher, er kommt klar. Komm klar? Womit? Ups. Mit der Hochzeit. Da in der Highschool warst du irgendwie echt sauer deswegen. Das war bevor ich sie gesehen habe. Außerdem, wie schon mein alter Herr Seamus zu sagen pflegte, es hat keinen Zweck, sich über etwas aufzuregen, an dem man nichts... Und mal ehrlich, jetzt da ich sie kennengelernt habe, kann ich mir keine bessere Schwiegertochter wünschen als die Liebreiz... Oh, vielen Dank, Dad. Und du, Fremder, es wäre nett, wenn du deine Nase nicht mehr in die Familienangelegenheiten... Ja. Es war mir ein Vergnügen, Agent Corleone. Wir sehen uns irgendwann, Mikey. Mhm. Irgendwann schon. Mach's gut, Oma. Weißt du, damals, 1931, habe ich ein paar Bilder von Trixie gemacht. Sie sprechen hier von meiner Großmutter. Ja, was soll's. Ist doch irgendwie trotz allem ein schönes Ende, wa? Und jetzt wirklich zurück ins richtige 1986. Da sind wir zurück im guten alten 1986. 14. Mai? 15. Wir sollten eine kleine Verzögerung einbauen, das verschafft dir mehr Zeit. Der Verkauf Ihres Besitzes ist noch voll im Gange. Wollen Sie nicht noch bleiben, Doc? Sie müssen die Bank davon abhalten, Ihr Zeug zu verkaufen. Was erzählst du da? Verkauf meines Besitzes? Bank? Ich bin noch nicht tot, Marty. Ich halte hier mit Clara nur einen Garagenflohmarkt ab. Garagenflohmarkt? Sie meinen... Marty, du bist zurück von deiner Reise. Hallo, Doc. Verkauf der Familienschätze, was? Nicht ganz, aber ich hoffe, Sie finden etwas Schönes. Da wir gerade davon reden, hast du gefunden, was du gesucht hast? Ja, aber natürlich. Großartig. Sind das Bücher von Asimov? Damit ich das richtig verstehe, Sie leben jetzt hier? Im Jahr 1986? Aber natürlich, Clara und ich wollen zeitweise hier leben. War das nicht der Fall, als du abgereist bist? Nein. Merkwürdig. Ich kann mir nicht vorstellen, nicht hier zu sein. Aber ich muss jetzt die Stiftung meines Vaters leiten. Wenn ich nicht hier bin, wer präsentiert dann das jährliche Erhard-Brown-Stipendium für junge Wissenschaftler? Was ist daran so lustig? Das erkläre ich später. Was ist daran so lustig, sich um das Erbe seiner Familie zu kümmern? Oh, beinahe hätte ich es vergessen. Ich habe etwas für dich. Glückwunsch zum Abschluss. Abschluss? Aber der ist erst... Die McFlys von Hill Valley. Eine sehr ausführliche Zusammenfassung der Geschichte deiner Familie. Von deinem Urgroßvater Seamus bis heute.
Sie sind durch die Zeit gereist, um das zu schreiben? Nun, die meiste Forschung erfolgte auf traditionellem Wege. Aber deine Großmutter Sylvia war eine geheimnisvolle Frau. Deshalb sind Sie ins Jahr 1931 gereist, um sie zu suchen. Genau. Wer hätte ahnen können, dass sie in einer illegalen Bar unter anderem Namen singt? Doc, das ist großartig. Danke. Das Mindeste, was ich für den Mann tun konnte, der mich vor dem größten Fehler meines Lebens bewahrt hat. Juhu, Dr. Brown. Ach du Scheiße. Edna? Heini. Was geht hier vor? Und was machst du mit meinem Hund? Na, was wohl? Das, was ich jeden Nachmittag mache, du Dummerchen. Ihm den nötigen Auslauf geben. Nicht wahr, Einstein? Hä? Hey, Liebes, wir sind spät dran für unseren Termin. Ich komme, Schatz. Oh, Mr. McFly, haben Sie meinen Stiefsohn irgendwo gesehen? Biff, ich glaube, du kommst zu spät zu deiner Verabredung. Oh Gott, haha, das stimmt, Mr. McFly. Hi, Marty. Sind Sie nicht ein nettes Paar? Man würde nie vermuten, dass Sie sich aus dem Gefängnis kennen. Oh oh. Ruhe jetzt. Wir gehen einfach ins Labor und hoffen, dass dort keine weiteren Überraschungen warten. Ich glaube, da ist noch ein 5. Film fällig. Beziehungsweise halt ein weiteres Spiel. Ach du Scheiße. Naja. Was zum? So viel zu den Überraschungen. Doc, Marty, was machst du denn hier? Sie müssen mit mir mitkommen. Zurück in die Zukunft. Marty, du kannst nicht hier sein. Wenn dein jüngeres Ich dich sieht, hätte das katastrophale Folgen. Mein jüngeres Ich? Oh, richtig. Bring ihn mit. Das geht uns alle an. Was meinen Sie? Passiert irgendwas mit uns? Werden wir zu Fieslingen oder sowas? Nein, uns geht's gut. Aber unsere Urenkel, sie sind... Was zum Geier? Grundgütiger. Oh, ein blauer DeLorean. Doc, Sie müssen mit mir zurückkommen. Zurück in die... Hören Sie nicht auf ihn, Doc. Sie müssen mir helfen, wenn Sie Jennifer und unsere 12 Kinder retten wollen. Diese Zeitachse wurde vor 5 Sprüngen überschrieben. Doc, wie können 2 weitere meiner Ichs hier sein? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich müsste das Raum-Zeit-Kontinuum genau jetzt wie ein billiges Geschirrtuch zerreißen. Das ist es schon. Was mein teuflisches Ich und ich selbst sagen wollen, ist, dass die Zukunft Kopf steht. Und Sie müssen mich begleiten, um sie zu retten. Nein, mich. Schon wieder einer oder wie? Endlich treffen wir uns. Ihr habt meine Zeitachse einmal zu oft manipuliert. Ach du Was ist Scheiße. los, Doc? Nun, offenbar haben wir hier ein Problem. Oder 3. Ja, Doc, aber wer ist mein wahres Ich? Ist das nicht klar, Marty? Also los. Gleich werdet ihr ausgelöscht. Moment, Doc. Was ist mit dem Raum-Zeit-Kontinuum? Ja, was ist mit meiner Zukunft? Und meiner? Zukunft kann warten. Wir müssen uns um die Gegenwart kümmern. Wohin jetzt, Doc? Mr. McFly, beeindrucken Sie mich. Wir werden das Zeitreisen wohl nie los, wa? Und zurück, wohin auch immer. Coole Mucke, aber irgendwie fehlen dann die Credits. Ah, da kommen sie schon. Freunde, das war's mit Zurück in die Zukunft, dem 4. Film, beziehungsweise halt dem ersten Spiel mit 5 Episoden, wie man das auch immer betiteln würde. Also muss ich schon sagen, der Schluss war ja echt genial, hey. Ja, Martin und Doc, die richtigen Zeitreisenden. Ach du Scheiße. Tja, mein Feedback zu dem Spiel. Ich muss sagen, es war anfangs ein bisschen ungewohnt. Vor allem mit den ganzen Gegenständen und so zu hantieren und die Gespräche, ja, halt richtig zu lancieren und so, die richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt anzusprechen, wie auch immer, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ein echt geniales Spiel. Ich finde zwar, als Film wäre es vermutlich besser rübergekommen, aber so als Spiel, echt eine coole Abwechslung. Hat zwar nicht so lange gedauert, aber ich denke jetzt mal, für ein Zurück in die Zukunft Spiel ist es von der Länge her doch angemessen, weil das darf man doch nicht zu groß machen, weil es wird einfach zu kompliziert, haben wir auch jetzt gemerkt, vor am Schluss und so. Die ganzen Zeitachsen und so weiter und so fort, aber
Doch, ich muss sagen, alles genial. Alles picobello. Die Grafik war, ja, klar, die Grafik könnte besser sein, aber hey, für so ein Spiel würde ich sagen, reicht sie vollkommen aus. Soundmäßig, vor allem jetzt hier der Schluss mit den Credits und so, natürlich auch immer episch. Die Story selber mit Edna und so, dass vor allem der Schwerpunkt auf sie gelegt wurde. Ja, sie war ein bisschen noch unbekannt, von daher sicher nicht schlecht. Sicher eine gute Idee, jetzt mal ihre Geschichte anzusprechen und so zu vertiefen. Dass jetzt Edna am Schluss doch noch, sagen wir mal, eine wichtige Rolle in unserem Leben einnimmt, war zwar irgendwie klar, aber dass jetzt doch noch so ausartet, kam auch überraschend. Also es würde mich nicht überraschen, wenn es noch einen zweiten Teil, beziehungsweise halt einfach ein zweites Spiel mit, was weiß ich, weiteren 5 Episoden oder so geben würde. Ich würde mich garantiert freuen, ich würde es auch wieder Let's Playen, wenn ihr es auch wollt. Insofern kann ich nur sagen, zurück in die Zukunft, lebe hoch, hoch und nochmals hoch. Und wer jetzt hier mit dem ganzen Zusammenhang und so nicht klargekommen ist, dem empfehle ich mal Film 1 bis 3 zu schauen, denn die Filme sind echt genial. Genauso wie das Spiel, ich würde sogar sagen noch genialer, aber das seht ihr dann selber. Nun gut, dann war's das soweit zu diesem Let's Play. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Okay, gut, ich weiß, ich habe jetzt vergessen, noch schweizerdeutsche Parts einzubauen, aber das muss halt zu einem anderen Let's Play warten. Vielen Dank noch fürs Zusehen von diesem Let's Play, fürs Mitfiebern, fürs Kommentieren, fürs Bewerten und so weiter und so fort. Yeah, und fürs Abrocken. Und dann klingen wir jetzt diesen Part, diese Folge noch mit den Credits aus und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Let's Play. Ciao zusammen. Juhu, it's a me, Michael.